Die Damen und die Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir versammeln uns heute, für uns zu erinnern, dass wir uns genau 79 Jahre durch das Land zurückgegangen sind. Ein Aufstand, der vom Norden, von Wals ausgegangen ist, und den sich über das ganze Land verbreitet wird, bis dann hier an den Süden an der Schmelzen kann. Und sie suchen, die Leute, die damals gestreikt haben, spontan, war natürlich ein bisschen die Organisation von der Resistenz, von den Flugblättern hier, aber eine gewisse logistische Organisation haben drauf war, wo sie sagen, dass das an der Regel nicht nur Leute waren aus politischen Parteien, nicht Leute waren aus intellektuellen Eliten, das war das einfach Volk. Das waren Arbeiter, das waren Schulmeister, das waren Bauern, das waren Beamten, die gesagt haben, wir sind nicht d'accord, dass als Jungen, dass als Brüder, dass als Freunde an der russischen Front leben lassen für einen wahnwitzigen Traum, den der war vom 1000-jährigen Reich. Kollegen, Wort hält heute für den GBL Michael Kloos, Member vom Exekutivvorstand. Ich will aber just ein paar Leute begrüßen, für die muss ich nicht froh, dass der Bürgermeister hier ist, die Leute vom Schafferrot, auch ein paar die Conseiller habe ich gesehen. Ich will nur nicht die Übung machen, die Leute einzeln zu begrüßen, das vergisst die nicht mehr reden. Das ist so. Dafür ist nicht alle guten herzlich willkommen. Das Jahr hat bei uns ein Handicap ein bisschen mehr wie das letzte Jahr. Das heißt, wir hatten nicht Zeit genug für zu präparieren durch die Covid-Umstände. Ich bin aber froh, dass so viele Leute sich mal aufhören tun, heute für der Gedenkfeier teilzuholen. Bon, brièvement en français, chers collègues, naturellement, les collègues frontaliers, les collègues francophones, c'est un honneur de les saluer ici. Donc aujourd'hui, pour la 79e, il y a 70 ans, en fait, la grève générale s'est faite spontanément ici au Luxembourg contre l'occupant nazi, donc, qui avait décrété le jour avant que les jeunes luxembourgeois donc, faisaient partie du Reich et qu'il fallait qu'ils se battent et qu'ils seraient recrutés de force dans l'armée allemande et envoyés sur le front russe. Donc là, ici au Luxembourg, les gens pensaient on n'est pas prêt à laisser mourir nos jeunes, nos frères, nos amis sur les champs de bataille en Russie pour un rêve absolument fou, celui d'un Reich millénaire nazi. Donc aujourd'hui, je suis content de pouvoir saluer un certain nombre de personnes naturellement ici, dans notre commémoration. La parole, je la passerai maintenant à Michael Kloos, donc membre du bureau exécutif de l'OGBL, qui va vous faire un petit exposé sur la position de cette fête ici, et un petit peu expliquer aussi qu'il ne s'agit pas seulement de commémorer aujourd'hui, mais que si on regarde le monde d'aujourd'hui, on voit que le danger d'une extrême droite, le danger de l'exclusion, le danger d'idées folles, de nouveau dans différents pays, et même ici au Luxembourg, sont en train de gagner du terrain. Il faut absolument que les forces démocratiques, les forces de la tolérance se retrouvent pour aussi dire à ces occasions-là, ici, toute forme de fascisme ne va pas passer. Donc Michael Kloos, toi tu as la parole. Merci Nando. Pour les collègues francophones, je ferai mon discours essentiellement en luxembourgeois, mais j'essayerai de faire des petites pauses et d'improviser des résumés aussi en français pour que tout le monde puisse suivre. Kolleginnen und Kollegen, lieve
vom OGBL. Wir sind heute für die Streikenden vom Generalstreik von 1942 zu gedenken. Hier im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, gegen Zwangsrekrutierung, gegen die faschistische Okkupation. Wir wollen ihre Courage ehren, ihren Einsatz, ihre Überzeugung, für die sie das Leben riskiert haben. An 21 von ihnen haben ja auch das Leben gelost, an etliche andere goufen verhaftet oder verschleppt. Ein spezieller Gedanke will ich heute haben und die 44 Schleierboven von Arbeit Belval, die den 31. August den Hitler groß refusiert haben und da werden sie deportiert kaufen. Gerade dieses Jahr will ich das dafür hier, weil die letzte von diesen Lehrjungen, der Jean-Pierre Aschenauer, uns leider definitiv verloren hat. Den zweitletzten Zeitzeugen, der François Kronauer, hat uns schon vor 2 Jahren verloren. Auch hier war 2017 noch bei der Kommemoration dabei, wo auch zur Spellwand Plaque angeweiht gouf, für sie zu ehren. Mit dem Verlust von den letzten Zeitzeugen verlässt uns ein Stück Geschichte. Mit dem Souvenir und sie und das, was sie vollbracht haben und ihre Courage und das, was sie durchgestaltet haben, den geht nie verloren. Weil der lebt weiter an unser aller Memoire kollektiv. Und dafür sind wir auch heute hier. Das ist uns als OGBL besonders wichtig. Und dafür auch ein ausdrückliches Merci am Namen vom geschäftsführenden Vorstand und die Escher Sektion und das ganze Komitee und all die Einzelleiter, Militanten, die diesen Streik Gedenktag all Jahr so würdevoll organisieren und aufhalten. Merci und euch. Chers collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la grève générale de 1942. C'était un acte de résistance contre le fascisme. C'était un acte de bravoure avec lequel les grévistes risquaient leur vie. Et spécialement, je voudrais mentionner les apprentis d'Arbeit Belval, parce que le dernier de ces apprentis vient malheureusement de nous quitter pour toujours. Mais leur souvenir n'est pas perdu, parce qu'il perdure dans notre mémoire collective. Und das ist uns besonders wichtig, weil die Geschichte ist nicht nur das Element, das uns erlaubt, uns und Vergangenheit zu erinnern und sie zu kennen. Das ist auch das Element, das uns überhaupt erlaubt, als aktuell Gegenwart richtig zu verstehen und zu analysieren und Zukunft zu envisagieren. Und es soll uns auch Warnung und Lektion sein für die Zukunft. Kolleginnen und Kollegen, den Ansatz für die Streikenden, von Demos, und hier Solidarität, die sollen uns alle gleich sein. Und erlaubt mir, dass ich heute besonders auf den Begriff, auf die Notion von der Solidarität angehe. Weil ohne sie wäre überhaupt nie ein kollektiver Akt von Widerstand möglich gewesen. Und heute benutzen sie das Wort vielleicht ganz viel an Natore à travers, sodass sie am Anfang sich ursprünglich ganz stark die Bedeutung aufschwächt. Aber das ist ein fundamentales Konzept. Auch heute an einer Gesellschaft, an einer neoliberalen Weltordnung, die immer mehr individualistisch sich anhält, auf den Kurs der maximale Profit als Wirtschaft dominiert, aber am Alltag als von Eigendurchstellungen an selbstoptimierten Egoismen auf Social Media berieseln lassen. Solidarität ist der Gegenteil von all diesen Entwicklungen. Das ist der Grundstein für all fortschrittlichen, gesellschaftlichen, politischen Ansätze. Das ist die Basis für alle kollektive Aktionen und für alle Menschen, die auf eine bessere Zukunft aufzählt. Das ist natürlich auch der Ausgangspunkt von allem gewerkschaftlichen Wirken. Das ist das,
wat Eisen alldag aus OGBL auswircht, egal ob an de Sektionen, an de Syndikaten, an den Departementer, an Conseil Membre, das DLA vom OGBL gebe ich carrément so an. Aber es geht noch viel mehr weit. Es hat eine globale gesellschaftliche Bedeutung, weil Solidarität das auch der Superglue, den eine Gesellschaft zusammenhält. Chers collègues, je voudrais particulièrement célébrer la solidarité des grévistes et vraiment insister aussi sur ce concept de la solidarité qui est le concept même, la base même qui nous permet d'avoir des actes de résistance contre le fascisme, mais d'avoir une action collective en faveur de quelque chose de meilleur, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Zusammen mit der sozialen Gerechtigkeit als Solidarität der große, stärkste, wichtigste Pilier am Bollwerk gegen den Faschismus. Weil was Nazi-Verbrechen haut Teil von der Geschichte sind, so ist das faschistische Gedankengut nicht verschwunden und es existiert weiter. Und das soll man nicht vergessen. Der Schuss ist fruchtbar noch. Gauf heiwegene Schopurmol an de Jore firdro noch de Brecht zitiert. Und das ist auch genau die richtige Analyse. Ein Beispiel erginnet, weil der Rechtspopulismus den ist in Europa Viermarsch. Und die rechtsextremen Parteien probieren sich, die Parasiten an ein gesellschaftliches System heranzufressen. In Osteuropa, zum Beispiel in Ungarn und in Polen, sind Rechtspopulisten unter Macht. Und wir sehen, was geschieht. Lösen aber sicher, wird der Rechtsstaat aufgebaut. Pressefreiheit wird attackiert, die Unabhängigkeit von der Justiz wird in Frage gestellt. Und noch andere Rechte auf Freiheiten, die gehen in Frage gestellt, wie zum Beispiel von den Homosexuellen oder von den Frauen. Und noch allein in Doppelschläger kann ich Verstehendes observieren. In Deutschland sind noch nicht Wahlen, aber bei den letzten Wahlen als eine rechtsextreme Partei, die AfD, an den Bundestag kommen. Und das riskiert auch, das so zu bleiben. Aber wenn dafür dann nicht gesagt in die Wahlplakate mit den angstreifenden, boshaften, ekligen, weil dadurch so ein Slogan, dann verdreht sich einem der Mo. Und auch in Frankreich ist der Fakt, dass ein rechtsextremen Kandidat oder eine Kandidatin, Geschlecht ist in diesem Fall egal, an der zweiten Tour von der Elektion präsidentiell kommt, leider kein ehemaliger Schreck geblieben. Aber es wird sich wiederholen und es riskiert sich weiter zu wiederholen. Meine Kolleginnen und Kollegen, Präsenz von Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft darf nie zum Alltag und zur Normalität gehen. Dagegen müssen wir uns stemmen. Und die Gefahr darf nicht in der Schad gehen, während den Anfängen. Chers collègues, aujourd'hui, nous commémorons un événement qui appartient à l'histoire. Mais la base, les idées du fascisme, elles ne sont pas parties. Elles existent toujours. Et le populisme et l'extrémisme de l'extrême droite existent encore aujourd'hui dans nos pays européens. On voit en Europe de l'Est des gouvernements populistes qui attaquent les libertés et les droits des citoyens. Et on voit aussi dans nos pays voisins que l'extrême droite progresse et semble s'établir. Or, cela ne doit jamais devenir une normalité et nous ne devons jamais l'accepter. Was wir heutzutage aber genau wissen, das was der Nährboden von allen Formen von Faschismus und Fundamentalismus ist, wo die gedeihen können und sich weiterentwickeln können. Und das ist aber dasselbe, das ist kein Geheimnis. Das ist die Misere, das ist die Not, das ist die Armut, das ist
Prekarität und Angst zum sozialen Aufstieg. Und die gilt es zu bekämpfen. Für das mit dem Faschismus können den Teppich oder den Face wegziehen. Kolleginnen und Kollegen, das gilt doch gerade an und no Pandemiejahren. Weil wir wissen, dass Krisen gehen die bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten noch weiter verstärkt. Und das ist auch, das kann ja wohl nicht ernst. Und durch Krisen ist auch immer der Moment, wo es nicht steht, wo es hingeht. Halt die weiter Kurs, wie wenn nicht gewirrscht wäre, dreht den nach mehr in eine falsche Richtung oder schlägt den Truder rum. Und die sozialen Frakturen an unseren Gesellschaften, die bestehen. Und es gilt sie nicht nur zu pflastern, sondern zu heilen. Weil weltweit steigen die Legalitäten. Das ist ein traurig und dramatisch konstant. Zigtausende Menschen leiden an der Welt und Hunger, Armut, Krieg. Übrigens, als letztes Jahr 12 von den Kriegen gewaltsamen Konflikte in die Luft gegangen. Und nicht nur die oder den gerade im Moment mediatisiert, das in Afghanistan, wie noch etliche andere. Und auch da geht es dann konstant. Und zwar die von einer Spirale, von Gewalt, und Verzweiflung. Und auch da geht es dann konstant. Und zwar die, dass Zivilgesellschaften schlussendlich immer Verlierer und Opfer von geostrategischen Macht- und Gewaltspielern sind. Und dafür von mir ist, also gebär auch immer, denkt Logiken von Krieg und von Terror gestaltet. Wir stellen dem anderen Valeuren entgegen, die von der Solidarität, von der sozialen Gerechtigkeit, von der Stärkung von den sozialen Systemen und den Zivilgesellschaften. Wir nicht leben an der Welt, steigen die Legalitäten, auch hier in Europa geschehen, zwischen arm und reich wie groß. Und dafür ist es wichtig, dass das soziale Europa eine Realität wird, nicht nur an den Sondesreden, aber wirklich. Und auch da spielen Gewerkschaften eine wichtige Rolle. Auch da ist als Existenz unumgänglich. Als Arbeit für mehr Verleihung, für mehr Gerechtigkeit an der Gesellschaft, dafür, dass die schaffenden Leute ihren gerechten Teil von dem Profit, den sie durch ihre Arbeit ermöglichen, kriegen. Dafür ist es wichtig, dass Gewerkschaften überall existieren, echt geholt gehen, an die nötigen Mittel holen. Und auch heute zu Lützeburg gibt es soziale Frakturen, die man nicht unterschätzen sollen. Es gibt Armut, Leute ohne Arbeit, Leute, die trotz Arbeit nicht genug Abkommen haben, prekäre Arbeitsbedingungen. Und natürlich soll man nicht vergessen, dass das alles nicht verbessert wird bei einer regelrechten Wohnungskrise, an der wir nicht in rasch steuern, an der wir schon sind. Kolleginnen und Kollegen, das Sozial ist wesentlich. Den Erhalt und den weiteren Ausbau von den Sozialsystemen, die konsequente Bekämpfung von der Armut, von der Prekarität, die Schaffung von Perspektiven, von mehr sozialer Gerechtigkeit, das ist das, was den Zusammenhalt an einer Gesellschaft ermöglicht, und was die Stabilität von den demokratischen Systemen garantiert. Das ist das, womit man alle faschistischen und rechtsextremen Tendenzen den Nährboden wegholen. Chers collègues, la solidarité et la justice sociale sont les piliers fondamentaux dans la lutte contre le fascisme. Parce que le fascisme, dans toutes ses formes, c'est toujours basé sur la misère, sur l'exploitation, sur la pauvreté. Et ceci est vrai au Luxembourg, en Europe et partout dans le monde. Et c'est donc notre responsabilité d'adresser les fractures sociales qui existent dans nos sociétés et non pas seulement d'en parler, mais de les résoudre pour de bon. Kolleginnen und Kollegen, los uns also heute zwei Sachen machen. Die Streikenden gedenken ihrem Einsatz, ihrem Courage, ihren Überzeugungen
Wir los uns mehr machen wie das. Los uns hier Geschichte als Lektion sehen. Los uns dafür sorgen, dass wir in Zukunft von es gibt, kein Widerstandshelden mehr brauchen, weil wir zusammen den Faschismus an all seine Verwandten gar ausmachen. Los uns dafür zusammen als Solidarität, als unentwegt dafür ersetzen, dass wir eine besser und dadurch wie stark Gesellschaft erschaffen, die sozial gerecht, egalitär und equitabel ist, ohne Ausgrenzung und ohne Diskriminierung jeglicher Form. Los uns nicht aus der Geschichte lehren, dass wir nicht fähig sind, aus hier zu lehren. Am Gegenteil, los uns aus der Geschichte lehren, dass es das kollektiv, das solidarisch Handeln für mehr Gerechtigkeit ist, das uns ermöglicht, gut und friedlich zusammenzuleben. Kolleginnen und Kollegen, ich soll dir merci. Aber vierdrun gebe ich Kollegen von unserer OGBLs Musik nach Bierden zum Rio Mort zu machen, so an da zu spielen, was sie üblicherweise auch immer spielen. Am Vieraus Orange ein herzliches Merci, Kollege.